Mein Nummer ist Tom Consemius. Ich habe an den 80er Jahren zu Wien Veterinärmedizin studiert. Seit 1989 arbeite ich halt zu Berlin. Wir haben zu paar Leute die Tierklinik aufgebaut. Und ich bin noch Kleingdierenpraktiker, Veterinär für Kleingdieren. Und neben Landst interessiere ich mich für Natura Fullen. Ich war lange Präsident von Natura und Umwelt, sodass ich am Anfang an einem Lebenswert von Tieren und von Natur umgehen muss. Also der Beruf muss ich für dich mal so, dass ich muss definieren, für was ich schwätze. Wenn ich den Beruf vom Veterinär definieren, kann etwas komplett Ähnliches dabei raus, wenn ich den Beruf vom Kleingdierenpraktiker definieren. Dafür ist es eigentlich immer spannend, für zu gucken, wo kommt der Beruf eigentlich. Was war früher, war das Haut. Die spannende Geschichte ist, dass der Veterinär, die ersten veterinärischen Akten, die weiß, dass sie passiert sind, etwa in der Neustehenzeit, also für mehr oder weniger 5000 Jahre. Und das beim Veterinär über Jahrtausende eigentlich darum gegangen, für Beisten zu begleiten. Das heißt, die Zeit, wo der Mensch aussässig genoss, die ersten Haustiere gezielt hat, war der Veterinär dafür da, dass die Tiere gesund sollten bleiben. Respektiv die ersten chirurgischen Angriffe, die wir kennen, das sind Kastrationen beim Rand, weil den eben Haut auch noch immer möchte, unter anderem für mehr Aggressivität, mehr Fleischzusatz. Das heißt, dass der Veterinärsberuf als ein Aufhäng ganz klar ein Rammer, respektiv ein Beruf war, den sich auf die Fleischproduktion konzentriert hat. Und dann ist der Beruf diversifiziert gehen, und die erste Diversifikation, die kommt aus, das war natürlich für Pferd. Das Pferd innerhalb von verschiedenen Kulturen eine extrem wichtige Rolle gespielt hat. Zum Beispiel im Mittelalter waren die bekanntsten Veterinären, die bekannteste Literatur von Veterinären, die größten Kenntnisse waren natürlich im arabischen Land, weil dort Pferd extrem wichtig waren. Aber auch aus China sind Publikationen bekannt, wo die zwei Kulturen im Mittelalter einfach unwahrscheinlich am Voraus waren zu heiß. Und dann ist das ganz nur der arabische Episode dann in Europa auch immer mehr wichtig ging, für Pferde zu trainieren. Und die erste Universität, die gegründet sind, das war ganz klar für Pferde zu trainieren. Und zwar aus zwei Ursachen. Die eine Ursache als Schafpferd, mit Hauptursache im Endeffekt, war das Pferd extrem wichtig. Und die Krieger war ganz militär, warum Pferd, aber ein Pferd massiv gestorben sind, da war die Krieger dort schlecht verloren. Sodass wir da an einer Episode waren, wo wir einerseits extrem viele Epidemien hatten von Randerpest und anderen Krankheiten, die Europa devastiert haben, wo die Leute hängert sind, plus das Pferdsproblem. Aber wenn wir da gucken, weniger ist dann eigentlich Kleingdierenmedizin entstanden, das ist an den 60er Jahren vom 20. Jahrhundert gewesen. Dafür hat kein Mensch sich um Kleingdieren gekümmert. Sodass Kleingdierenpraktiker eine extrem moderne Auflage ist von einer Veterinärmedizin, die schon seit Jahrtausenden gibt. Also ein bisschen für den Kontext zu setzen, die Kleingdierenmedizin, wo ich dann eben noch schaffen, die hat sich in den letzten 30, 40 Jahren enorm entwickelt, von praktisch in den 70er Jahren, ob eine riesige Liste von Spezialitäten, die eine Haut machen kann. Das ist, wo wir Dermatologen haben, wo wir Chirurgen haben, wo wir Orthopäden haben, wo wir Ophthalmologen haben, wo wir alle möglichen Spezialisationen haben, Kardiologen, Ultraschallspezialisten, Radiologen und alles Mögliche. Also die Entwicklung ist schon enorm. Wir sollen nicht den Fehler machen, eine Menge Veterinärmedizin, das wir nicht mehr Kleingtiere. Das ist falsch. Also die Motivation war ganz klar, dass ich am Premier eigentlich nicht genau wusste, was ich so machen soll. Aber ganz klar, dass ich etwas mit Natur an oder mit Tieren zu tun hatte.
Demmals war entweder Biologie oder Veterinärmedizin im Programm schlussendlich als Veterinärmedizin gin. Biologie das so mein Hobby in dem Moment und das hat mich auch wirklich keine Sekunde nicht bedauert, dass ich den Weg gegangen bin, weil einfach ein spannender Beruf war, den eine extrem spannende Entwicklung hat an den letzten 10 Jahren. Das ist kein Zeitpunkt langweilig gehen, sind immer neue Sachen kommen, immer neue Defizite noch. Mit war klar, dass ich nicht notieren müsste machen, für wertbar. Ich bin mit hin groß gehen. Und ich bin in ganz Jahren, damals 60er, 70er Jahren am Busch verbracht. Sodass ich auf der Hand noch so etwas für ein bisschen sehen. Ich denke schon, dass wenn den enormen Vorteil hat, dass wenn ein Haftveterinär ist, dass er selber Erfahrung auch im Haft gemäht hat. Es hat einen enormen Vorteil, wenn Kleintiere-Praktiker ist und natürlich selber Hunde oder Katzen oder andere Kleintiere, wenn er sich aber auch viel mehr kann an das ran vorstellen, die Empathie haben mit den Leuten, die man dem kranken Tiere kann und die vielleicht nicht so gut versteht, wenn er selber keine Tiere hat. Das scheint mir schon noch extrem wichtig, gerade so wie es nicht festzustellen, dass das ein Perzveterinär geht und nicht reizt. Das muss schon eine gewisse Relation mit seinen Patienten abgebaut haben, die ganz bestimmt hilft. Vielleicht Männer die zu verstehen, das lernen die ja, aber ganz bestimmt aber viel mehr die Proprietät zu verstehen, was die für Stress hat, wenn sie krank sind oder müssen operiert gehen. Also ich denke, dass es da schon eine enorme Veränderung gegeben ist. Wenn ich nur zum Beispiel ein Beispiel hält, wie ich angefangen habe zu arbeiten, da sind Leute mit den Hunden reingekommen. Wenn sie eine Katze hatte, ja, das war die Katze beim Haus, und die ist dabei gefüttert gehen und die ist abends nach sich auf die Knie legen kommen und ist gehemelt gehen, mit eigentlich kein Mensch gedacht, für viel Suen an eine Katze zu investieren. Das war in dem Moment ein alle frei lebende Tier, das zum Haus gehört hat. Das hat sich immens geändert. Natürlich das Haus, Katz, Haut, genau dieselbe Stellenwert hat wie ein Hund. Und ein Hund natürlich schon immer ein bisschen eine spezielle Relation zum Menschen. Ich denke, der Mensch hört den Hund seit Jahrtausenden und die Relation hat sich wahrscheinlich im anderen geändert wie die Relation vis-à-vis von der Katze. Das ist sicher ein Beispiel, wo ihr gesagt wie ein Tier nicht zu einem Mensch geht, also das refusiere ich komplett für das zu behaupten, aber wie ein Tier ein Teil von der Familie geht, als Familienmember angesiedelt. Und das hat sich bei der Katze unwahrscheinlich geändert. Wenn wir bei den Nutztieren gehen, da hängt es natürlich immer ein bisschen davon ab, was wir schwätzen. Wenn wir das tun, würde ich als absoluten Skandal bezeichnen, die intensiv Macht von Schnittelhänger, von Hänger, von Schwein. Unsere Produzenten mir erzählen, dass in irgendeinem eine Relation zu seinen Tieren hat. Das ist legal Tierquälerei, wo einfach müssen in Zukunft neue Regeln kommen, weil das nicht mehr nur zu gucken. Die andere Seite haben wir aber Milchkühe, wir haben Fleischkühe, wir haben Kleinhaft, wir haben immer mehr Leute, die nebenan so Elevage machen. Und die haben schon zum Teil eine extrem enge Beziehung zu ihrem Tier, was irgendwann ein Geschlecht geht, weil aber nicht heißt, dass die nicht alle Einzelkühe beim Namen kennen und alle Einzelkühe oder Steier appreciieren und dann noch selber mit ihnen bis an die Schlecht Haft gehen, wie sie durch Schlechten zu lassen. Also da geht es von rapprochierten Haustieren bis extrem mannerwertig vor, die einfach nur muss verkaufen, geht das leider alles. Also die Vorgräber immens oft gestaltet. Der einfache Grund, weil das Missverständnis gibt, dass der Veterinärmediziner per Definition die Kleintierpraktiker ist, in der Humanmedizin für Kleintiere möchte.
hier ähnlich darüber geschwärzt, dass den Veterinärmol einfach dafür da ist, an einer allerersten Sache seit tausenden von Jahren für die Fleischproduktion, dann für die Pferde den Krieg zu ziehen, an Haut für alle möglichen Tiere zu zielen. Nee, es gibt kein Eid in der Veterinär auflädt, so wie an der Humanmedizin. Weil es gibt die Gesetzestexte. Und das ist ganz klar so, dass wir zum Beispiel ein Beispiel hören, aus dem Großtierenbetrieb, die Veterinären, die an einem Schlachthaus arbeiten, mit denen hier allererst durch das Wohlergehen von den Tieren. Wir können sagen, wie ist das? Und das kann ja nicht sein, dass die gehen totgemäht. Ja, mit dieser Art erweist totgemäht gehen, dass technisch alles perfekt ist, dass kein Stress ist, dass die Tiere sich beruhigen können, dass sie nicht von Leuten, die durch Schaffen gequält gehen. Und dafür ist der Veterinär zuständig. Aber wenn man in einem Land guckt, haben nicht mehr viele Schlachthäuser, wie das sind. Immer, überall Veterinäre, die alles dauernd kontrolliert haben, weil der Meister die Welt nicht der Fall ist, wo der Schlachthäuser hat, wo Heinz Domole Veterinär lernen könnt, aber wo das nicht kontrolliert wird. Aber wo das zum Teil zu enormen Exzessen kommt von Tierquälerei, die komplett inakzeptabel sind. Aber nicht sehr wichtig, dass es beim Farben der Bauern aufgeht oder bei der Kleintiere. Natürlich gibt es Gesetze, dass wir müssen gucken, dass die Tiere nicht leiden, dass wir kein Peng müssen machen, nur der Chirurgie, dass wir alles müssen machen für das Wohlergehen von den Tieren. Das ist eigentlich wohl echt selbstverständlich als Veterinär, weil in das während dem ganzen Kurses auf der Uni sowieso beigebracht wird. Plus Gesetze, mein Eid geht es nicht. Also, Kleintiermedizin ist ja eine Kopie von der Humanmedizin. Wenn man guckt, wo wir hingehen, immer mehr Spezialitäten, immer mehr Chirurgie, immer mehr spezialisierte Sachen. Wir sind just Jahrzehnte dran. Also, wir sind auf einem Niveau, den außergewöhnlich ist, wenn man nicht vergleicht mit vor 50 Jahren, den aber strikt man erreicht mit der Humanmedizin sind. Das sind eigentlich ein ganz gutes Niveau drüber. Eine andere natürlich durch die Masse von den Klienten, durch die Masse von den Universitäten, von der Forschung und der Humanmedizin, da sind wir Hand dran, aber ein guter Weg, immer besser zu gehen. Und da muss ich aber auch sagen, dass ich nur zum Beispiel eine Medizin wie Haft, die haben ja Regeln. Und die machen Sachen, die in der Humanmedizin nicht gibt. Und nachher, für darauf zurückzukommen, ein Konzept, das immer mehr wichtig ist, das ist das One-Health-Konzept. Wo nicht der Veterinär Humanmediziner spielt, wo der Veterinär seine Rolle spielen sollte für mit Umweltwissenschaftler, mit Veterinären, mit Humanmediziner, mit Virologen, mit anderen Wissenschaftlern. Eben die ganze Geschichte von den Epidemien, von den Episodien einfach mehr zu behandeln.